Wunderscheinen guten Abend. Hier ist den Stesler Fernsehen mit der Emission vom 1. Oktober 2018. Als ein Programm von Haut fängt man an mit der Rentrée von der Schule zu Stesel. Die Rentrée 2018 als ganz gut verlauf, ohne Probleme. Wir noch nach kurz für die Runde die Organisation scolaire für 2018-19 definitiv keine Stimmen am Gemeinderat. Wir hatten noch an Zwischenzeit als Broschüre rausgehen, wo mit Eltern von den Kindern, die an der Schule gehen, abgeklärt und Informationen gehen, wie das Ganze verläuft. Und wir können noch froh sein, dass als Klassen alle Guren mit privatiertem Personal besaat sind oder konnte gehen. Wir haben das am Laufe von der Vakanz auch vorgeholt. Als Mesorelé Mathekräfte, die funktionieren noch ganz gut. Die Schulwege, man Schülertransport, also auch an alle Sicherheit organisiert. Wir können davon ausgehen, dass die Schule ganz gut funktionieren kann, dass man kann an eine Lehrschule gehen, dass sie so viel Satisfaktion kriegen. Aber wir wünschen noch mehr Personal, eine geschickte Hand an alle Guren, eine gute Zusammenarbeit mit dieser Gemeinde, ganz besonders mit dem Service scolaire. Wir können so, dass wir also Kontingent gerechnet gehen, als mit 419 Kindern an der Vakanz in einer Woche noch dabei kommen. Wir werden an 420 Kinder haben, die zu Stesel, an zu Heestreff, an der École fondamentale gehen. All Jahres ist den Spieler Spaß eine beliebte Freizeitaktivität an der Vakanz. Wir gehen immer mit der Kamera bis Lunch gucken. Heide kleinen Reportage. Das ist ziemlich schwer, aber es spielt auch Spaß, wenn es der Unmus schon hützt. Man kann ganz oft ein bisschen an Pause schicken, ganz oft an der Schild geschickt, dass sie ganz viel sollten trinken. Wasser töpft wie drehen, mit war aber nicht einfach. Liebe Kinder, liebe Eltern, Großeltern, herzlich willkommen. Merci, dass ihr euch Zeit genommen habt, damit ich besonders stolz und die Großeltern erinnern zu kommen an den exzessive Konditionen von Temperaturen, wenn wir zu Lützburg absolut nicht gewinnt sind. Wir haben noch, können darüber schließen, dass die letzten 14 Tage auch so Temperaturen wären, dann dürfen wir Aktionen das auch so mehr schwer. Und da finde ich auch für allem für den Responsablen vielen uns merci so für die Aktion, die ganz gut über die Bühne gegangen ist. Die Kinder hatten viel Freude, viel Spaß. Und sie haben noch ganz eine große Diversität von Aktivitäten gehabt, durch das ganze Land, an den verschiedensten Gegenden. Und dafür vielen uns merci für das, was ihr gemacht habt, an alle Uhren, besonders den zwei Responsablen, Kim Bauer und Stefanie Hever, die ganze Aktion gut am Griff hatten, an aller Sicherheit exekutiert haben. Die hat das ganz gut gemacht während den 14 Tagen. Er hat eine ganz große Responsabilität, wie gesagt, er hat für die Sicherheit gesucht, an den Konditionen, die er geschafft hat, dürfen umso mehr nach Merci an den Merit, den der Hut in der Aktion grüßt. Auch alle den Monitoren, die ausgebildet waren, die vom Service National de Jeunesse ausgebildet waren, für heute zu begleiten. Auch Ihnen alle merci für die ganz gut Arbeit, die geleistet gemacht haben. Wisst ihr eigentlich, dass ich sogar zaubern kann? Nein, das geht
geht doch gar nicht. Dann passt mal auf. Schrippel, schrappel, Huckelbein, ich werd jetzt ein Zauberer sein. Schrippel, schrappel, Huckelbein, du sollst eine Katze sein. Da steht der Zauberer Schrappelstumm mit seinem großen Zauber. Er überlegt, schaut ihn nur an, was er wohl wieder zaubern kann. Auch das Jahr war wie an den vergangenen Jahr direkt no der Vakanz den Tournoi Alain Marchetti. Ja, das ist ja die 11. Edition vom Tournoi Alain Marchetti. Das ist ein Tournoi, der gedauert das seit Meterjahr. Es soll für allen Dingen als Präparation auf die neue sportliche Saison. Das ist ein Tournoi, der von ausländischen Equipen gut besiegt ist. Muss ihnen gut gefallen, weil es sind immer dieselben ausländischen Equipen, die froh wären, rumzukommen. Das ist ja als Heidelberg dabei, die letztes Jahr nach Bundesliga gespielt haben. Wir was das ich auch muss sagen, Dittling als Vizechampion möchte eine exzellente Prestation. Er gewinnt den Tournoi dann auch das Jahr die 11. Edition. Und das beweist doch, dass der Lützeburger Basket bei den Damen relativ auf einem guten Niveau spielt. Dann was ich auch noch will sagen, dass ich es formidabel fand, dass 11 Jahre Kollegen von Alain, das ist ein Band voll, die sich um die Organisation bekümmern, mit dem Alain seinem Bruder dabei. Und ich fand die Benevolat fand ich immens schön, für 11 Jahre auszuhalten, das hätte ich nie gedacht. Und ich weiß noch nicht davon, wie abzuhalten.
Ja, ich bin froh, für heute zu sehen, zu Stesel, Tournoi Alain Marchetti. Ich fand, dass das eine immens gute Sache war, für und den Alain Marchetti zu erinnern, der ja ein exzellenter Schulmeister war, mit dem sein Herz auch für den Basket geschlagen hat. Und auf dieser Weise wird dann also auch immer, all Jahre auf sportlichem Plan und hin erinnert. Ganz Land hat damals für 11 Jahre mitgetrauert, wie das schreckliche Busaccident war. Und dafür fand ich es umso mehr schön, dass das all Jahre organisiert gëtt un internationalen Dammentournoi an dummer da och gewisse gëtt, dats den Dammentournoi den Dammebasket zu Lützeburg eng héich Qualitätit huet, dat Joer huet den T70 gewonnen. Kupp bleifft also heim, ich menge noch die ausländsch Gächt, die freen sech fir nächst Joer Rëm zu kommen. Stesel kut en neien Pomcheskommandant. Nodem den Paul Wildschütz no iwwer 40 Joer an Pensionun gängen ass, huet sei Fisten David Wildschütz de Kommando iwwerholl. Herr Kommandanten Verlorensweiler Walle von Kopplecht, Herr Kommandant, der Pomcheskollege, die Damen und Herren, alle Grünen. Am eng Egenschaft als Präsident vun der SPL Steseler Pomcheen, dat eng Neierung bedenkt, der durch die Reform über den Chor an zwei gesplit engkeier Feier an der einer Keier dat gesellecht, so wie bei Pomcheen noch immer Tradition war. Ich bin heute ich heier bei der kleiner Feierstunde begrüßen zu dürfen, an hechen ich dummer doch herzlich willkommen. An einer 114-jähriger Geschichte von Steseler Pomcheen haut der ihren engte Kommandant David Wildschütz offiziell an sein Amt anzuführen. Dafür erlaubt mir kurz, als neue Chef vorzustellen. Den David Jürger geht an 80, du kannst hinsen. Als Jugendpomcheen 1993 an den Chor angetrat, unter seiner Formation. Sein nächster Postniveau als Sektionschef war dünn von 2008 bis 2010 Instruktor. Und am Jahr 2010 als Herrn für die Equipe zu ihrem Chef de Corps als Juin gewählt. 24. April letztes Jahr, nachdem ich meinen Rücktritt auf den 31. Dezember angekündigt habe, wird die Mannschaft Herrn zum Chef de Corps gewählt. Voilà. Félicitations. Merci. À bonne chance. Der Herr Bürgermeister, Damen und Herren vom Gewängner vom Chefrot, Kollegen von den Nopeskoren, die Equipe von den Steseler Pomcheen, die Begleitungen, und als Funktionäre nicht vergessen. Merci, dass ihr gekommen seid, auch den Abend. Ja, was soll ich sagen? Ne? Das ist keine einfache Aufgabe, dass wir für die gesagt haben, wenn ich Bürgermeister auf der einen Seite und auf der anderen Seite Administration wird wahrscheinlich nicht mehr einfach gehen, das Ganze zu gerieren. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinde am Schafrot und eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen von Nopeskoren. Und ich den Paul merci sagen für die jahrelange Zeit, die er gelegt wird am Chor, die Ansätze, die viel Ansätze, die viel schwere Diskussionen, da waren doch ganz viel, die Fluchtmomente. Ich wollte mir Equipe merci sagen für die Unterstützung, die ich von ihnen gekriegt habe, hier rund den Jean, den Andy, den Sam und den Mich, vielleicht vom Kader, und natürlich die ganze Equipe. Und eine gute Zusammenarbeit. Und ganz besonders, merci so, will ich meiner Frau, Micha, für die Geduld, die man hört, von der Troublemaker bei den Pomcheen aus. Und kann er allein sein mit dem Mann. Muss ich noch rechnen, der Sonne einfach. Weil Mama Zeit wird wahrscheinlich schon nicht drauf gehen. Voilà. Das gesagt, sondern ich merci für den Null. Herr Kommandant, seit dem 5. Juni 1909, frisch gebäckter Kommandant,
dat am Gemeinde diskutiert. Wir wissen schon wie lange, dass der Pol gesucht wird, ging noch lange Aktivität seine Funktion niederlegen als Kommandant von der Popien. Die Funktion, die ganz klein steht, zu allergrößter Satisfaktion für die ganze Population besonders. Nur als für größte Satisfaktion von den Gemengenautoritäten durchgeführt wird. Wir wissen, das Gemeng Service hat, wo mehr wichtig wie den anderen ist. Und wir wissen, dass aufgrund vom Artikel 104 vom neuen Gesetz von 1980 damals das Service d'incendie de sauvetage angefordert ist. Und der konnte dann ausgeführt, exekutiert vom Korps für die Pompiers aus der Gemeinde. Ja, in der Zeit nach Spain kommt Pompiers Korps an der Gemeinde. Und ich komme nach oben zurück, das war ein heißes Moment da in der Gemeinde, wie wir die Fusion gemacht haben. Problemische Momente, wo wir allen zwei müssen Bockel durchhalten, für das richtige Winkel zu kreieren. Wie gesagt, ich werde es nachher tun. Wichtig ist, ein ganz guter Pompiers-Korps an der Gemeinde zu haben. Aber wenn ein guter Pompiers-Korps an der Gemeinde hat, dann ist das auch zu verdanken einem ganz guten Kommandant. Paul Werder, Paul hat als ganz jung an Pompien zu stehen gekommen. Und so weit wie ich da Erinnerung habe, Paul, du hast mit dem seine Not gemerkt. Und der zweite Notteil steht das nicht mehr an. Ich freue mich, dass den auch noch ein Teil ist. Kalbriert wird die Empfang an die Pompiers-Korps bewegt. Richtig. Nee, das ist nur ein Teil. Und das war keine schlechte Griff, den was gemacht. Bis 1989 ist der Kommandant Vers, oder Gibbers, bei der Flamanche Robert. Der Kommandant von der Stelle der Pompier war. Die erste Aktion, mit der warst du schon dabei, das war die größte Katastrophe, die wir in den Jahren hatten, 1990, bei den Stürmen, die zwischen rumgefallen sind, mit Österreich schon eine ganz responsable Rolle gespielt, eine maßgebliche Rolle als Chef der Sektion. Und ich will auch die Hierarchie kennen, nicht so genau, wie du das immer erkannt wirst. Für die Zeit habe ich dich kennengelernt und ich war auch froh, wie der Robert sein Mandat niedergelöst wird, und was du Pompiers-Kommandant gehen, wie gesagt, für 42 Jahre im Alter von 90 Jahren, was der an den Korps kommt, und du hast ausgehalten bis heute. 1984 schon zum Sektionschef gewählt gehen. 1986 zum Instruktor genannt gehen und am 19. Dezember nahm Robert Flamand als Kommandant gewählt gehen von der Stelle Pompien. Alle Hörer, die Leute, die bei der Herz motiviert wird, für einen ganz guten Korps, ganz guten Chef de Korps zu sein. An der Woche Chef der Gemeinderat Merci für die Verleihung vom Ehrentitel. Merci ist alle Götter, dass noch hinkommen sind. Und dann invitiert der Chorregelo auf einen kleinen Pad an einen guten Mäufel, der vom Trockenmarkt serviert wird. So nicht merci. Ich bin wirklich froh, dass der alle Guten den Weg Wiener gefunden hat. Den Herr Theisen, Kollege Mark hat schon vieles gesagt über mich. Dafür brauche ich nicht mehr viel den Hund zu hängen. Das stimmt, das schreibe ich schon von Kant an. Mein erster Krimi kam 2006 heraus. Da sind dann nach 6 noch gekommen. An eng aberzuell Kurzkrimien, an Anthologien habe ich mitgeschrieben, hier am Land, und noch am Ausland. An Fantasy-Roman voilà, mit meinem Jungen zusammen. Der Grenzübergang leuchtete hell, aber die rechteckigen grauen Zollhäuschen waren menschenleer und dunkel. Sie sind an ihrem Zielort angekommen, ertönte die gesprochene Anweisung aus dem Navigationssystem. Kommissar Simon Weil nahm das Tempo zurück und lenkte den Jeep auf den Parkplatz für Lastwagen auf der luxemburgischen Seite der Grenze. Mit verständnislosem Blick suchte er das Gelände ab. Seine Tochter trat zu ihm. Er runzelte die Stirn. Das verstehe ich nicht. Ein Kontaktmann müsste bereits vor Ort sein. Wir sollten nur schnell die Wagen austauschen und sofort weiterfahren. Er kommt sicher noch, meinte Anna.
Es wäre mir lieber, wenn er schon da wäre. Dann ruft doch Jonas an und frage nach. Ihr Vater zögerte. Eigentlich wollte er Anna nicht beunruhigen. Ich kann Jonas nicht anrufen. Das verstehe ich aber nur nicht. Warum denn? Eine Sicherheitsvorkehrung, damit uns niemand aufspüren kann. Er meldet sich bei uns in 2 Wochen. 2 Wochen sind eine Ewigkeit, wenn diese Sache schief läuft, Vater. Und es sieht im Moment nicht ganz gut für uns aus. Na ja, mal den Teufel nicht an die Wand. Aber, Papa, kein Auto, kein Kontaktmann. Hier sieht ein Blinder, dass etwas faul ist. Anna starrte in das Gesicht ihres Vaters und betete, dass er ihr nun das Gegenteil beweisen würde. Aber den Gefallen tat er ihr nicht. Mit einem Schlag begriff Anna, sie hatte recht. Wie recht erfuhr sie in den nächsten Sekunden, denn eine Kugel zischte haarscharf an ihrem linken Ohr vorbei. Instinktiv warf sie sich zu Boden und riss ihren Vater mit. Der anschließende Kugelhagel hatte es auf die Räder des Jeeps abgesehen. Glücklicherweise handelte es sich bei dem unsichtbaren Angreifer um einen lausigen Schützen. »Man hat uns doch erwartet, Vater«, flüsterte Anna. Sie spähte hinter dem Jeep hervor. Der Parkplatz bis hin zu den Zollhäuschen war nach wie vor leer. Nach dem Kugelhagel war es nun gespenstig still. »Die Schüsse kamen aus der Richtung der Zollhäuser«, flüsterte Anna. »Kannst du etwas erkennen?« »Nein, nichts regt sich. Was tun wir?« Simon Weil kramte seine Dienstwaffe aus der Tasche. Zuerst hatte er gezögert, sie überhaupt mitzunehmen, aber nun war er mehr als beruhigt, als seine Finger das kalte Metall berührten und die Pistole entsicherten. »Wir müssen weg hier, Anna. Versuche in den Wagen zu gelangen, ich gebe dir Deckung.« Anna hatte nicht einmal die Nase hinter dem Kotflügel herausgestreckt, da peitschte ein Schuss durch die Stille. Die Kugel verfehlte ihr Ziel. Simon brachte seinen rechten Arm in Schussposition, lugte hinter dem Türrahmen hervor und zielte auf das Zollhaus. Eine Fensterscheibe zerbrach. Während er eine zweite Kugel abfeuerte, befahl er Anna, »Jetzt los!« Mutig schnellte sie zur Fahrertür, riss sie auf, sprang in das Innere des Wagens und rutschte auf den Beifahrersitz. Eine weitere Kugel prallte an der Karosserie ab. Im nächsten Augenblick schwang Simon sich hinter das Lenkrad und knallte die Tür zu. Er duckte sich hinter Steuer und blickte zu Anna, die zusammengekauert zwischen Sitz und Armaturenbrett hockte. Hallo, gehen wir ein an den Kultursaal ob eine Konferenz über die neue Gesundheitsreform. Meine Damen und Herren, wir sind heute Abend Zeit zusammengekommen, um den Dialog rufen, den auf Initiative in der Gesundheitsminister angerufen ist. Also die Welt heute Abend und das Spätzchen über die Bemühungen aller Bürger und das sind ja viel, die am Sinn von der Santé, von der Gesundheit, von den Leuten zu Lützburg gemacht wird, und zwar ganz besonders an den letzten Jahren. Merci, Madame Minister, dass er Desel rausgesichtet hat, für den Aufenthalt zu erhalten. Wir sind geehrt dadurch und wir hoffen noch, dass wir ganz interessante Noven kriegen. Wir wissen, dass Siegfried sieht, Gesundheit ist also der größte Reichtum. Okay, das ist auch so. Viele Leute, die machen Rezepte für die Sporte, für die mehr keine Exzesse, weder am Alkohol, sie fangen nicht. Es gibt danach aber immer, die trotzdem nach Leiden durch Krankheit und noch durch Akzidente als gewusst, und dafür würde ich auch dann die nötigen Maßnahmen geholt am Niveau vom Ministerium von der Santé, für denen zu helfen, für die zu begleiten, und für dass aber trotz allem noch eine gute Qualität wie können kreieren. Wir schätzen also heute Abend über Gesundheit, das ist ja das Wichtigste, was wir haben. Egal bei welcher Gelegenheit, bei Feiern oder wenn ihn einem etwas zu wünschen hat, da wünscht ihn eben gerade die gute Gesundheit, und da stellt sich dann eben froh, was verstehen wir dann in einer guten Gesundheit. Früher hat der OMS das den Weltverband empfangen, wo dem Allfrohe von der Gesundheit geht, eine ganz strenge Definition gehabt von Gesundsein. Das war die Definition, dass gesund, wenn eine komplette Absenz von Krankheit da ist. Heute hat ihn ein ganz anderer so über die Gesundheit, als das viel mehr nuanciert, dann ist auch etwas dabei, was nicht immer so richtig zu packen ist, nämlich etwas, was den immer
allgemengem Wohlbefannen versteht. Dat heißt auch, wann net so 100% an allem gesund ass, kann ihn awer iwwer sein Wohlbefannen sech artikulieren, an dofir se doch ganz wichtig, an dofir se mehr auch wichtig, an ich gesinn och, dass ich dofir mat soll do sinn, dass ich mich soll drum kümmern, dass es de Leiit heit zu Lützeburg bestmöglich geht. Ich kann natürlich nicht alles machen, aber ich fühle mich dafür verantwortlich. Und ich will auch dafür gerne mit dir darüber diskutieren, was ihr darin versteht, inner gesund sein und inner das Maximum machen für jedem gleichberechtigten Access zur Gesundheitsversorgung zu garantieren und auch für alles zu erholen, dass die Präalablen da sind, dass es einem gut geht. Und da will ich ein paar Stichwörter just sagen, weil, wie der Bürgermeister ganz richtig gesagt hat, sind ich nicht heute Abend hier gekommen, für eine Stunde zu schwätzen. Und dann habe ich 2 Fragen und dann gehe ich heim. Aber ich will just eine kurze Introduktion machen und dann über das schwätzen, was dich am meisten interessiert. Aber wie dass man nicht zu 100 sind, kann das doch ganz unkompliziert, ganz direkt sein. Und auf den Austausch freue ich mich. Was am Ende wichtig ist, das sind Aktionen, Aktivitäten, Decisionen, die an den Bereichen liegen von der Prävention, sie liegen an den Bereichen von der Versorgung, und sie liegen auch an den Bereichen von der Rechte von den Patienten, weil ich will mich auch zum Ambassadeur von den Patienten machen, dass wir sie, wo wir alle Guten am Minister an der Gesundheitsdirektion schaffen, als Patient können wir alle Guten gehen. Das war eine Emission vom 1. Oktober 2018. Wir sehen uns an 2 Wochen mal in einer neuen Emission. Merci für das Nachgucken, bis geschwind.